Damn. Yeah. 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 4K mit bis zu 60 Frames, 26 Megapixel und einem verbesserten Autofokus. Mein Name ist Mark Onyo oder auch bekannt unter Mark's Mission und das ist das Review zu der Fuji X-T3. Die neue Dünne aus dem Hause Fuji kommt mit einem 26 Megapixel Sensor daher, wo wie auch schon der Vorgänger ein Fuji X-Tran Sensor ist. Das heisst, dass der Sensor deutlich näher als menschliche Auge kommt, was die grünen Farbwerte betrifft und mit Kameras mit vergleichbarer Auflösung ein schärferes Abbild von feinen Strukturen herbeiführt. Andererseits, neu an dem Sensor ist, dass der rückwärtig belichtet ist, was heisst, Aufnahme mit höherer ISO-Performance ist sehr gut möglich und man kann mit dieser Kamera sehr gut auch mit einer Vollformatkamera von diversen Herstellern auf dem aktuellen Markt mithalten. Was stark in dem schlanken Gehäuse verbessert worden ist, ist der Autofokus von der Fuji, wo im Gegensatz zu der Fuji X-T2 einfach nur ein Spürli oder mehr als nur ein Spürli besser geworden ist. Meiner Meinung nach kann er immer noch nicht mit einem Dual-Pixel Autofokus von Canon oder mit der A7 III und der A9 von Sony mithalten, aber er kommt schon sehr nach an die beiden an und vielleicht haut Fuji irgendwann noch ein Software-Update raus, wo es dann auf gleicher Wellenlänge sind. Fuji hat in diesem dünnen Haus immer noch wie bei der zweiten Generation auf den Bildstabilisator verzichtet, was meiner Meinung nach sehr schade ist, aber nichtsdestotrotz bietet die Kamera durch die hohe Lichtempfindlichkeit schon sehr viele gute Möglichkeiten. Außerdem gibt es direkt aus dem Hause Fuji schon sehr viele interessante Festbrennweiten, die auch gerade fürs Filmen interessant sind. Wobei dort muss man immer aufpassen, wenn man mit einem Videomikrofon auf der Kamera schafft, dass dann auch Geräusche vom Fokussieren von der guten Festbrennweite von Fuji entstehen können. Und dort je nachdem auch eher zu einer Funkstrecke greifen. Was bei der Fuji X-T3 auch sehr gut ist, ist, dass die Kamera mit 2 UHS-2-Slots daherkommt. Sprich, gerade in Serienbildern mit dem mechanischen Verschluss mit bis zu 11 Bildern in der Sekunde macht es einen sehr grossen Vorteil, wenn ich auf beide Speicherkarten kann mit einer sehr schnellen Schrittgeschwindigkeit arbeiten und wenn ich sogar mit dem elektronischen Verschluss schaffe ich wie bei der A9 von Sony 20 Bilder in der Sekunde. Und das ist für diesen Preis schon mal sehr positiv. Allerdings, wo Fuji eventuell auch 2 Slots davon hätte rein tun, ist vom Akku. Für eine Reportage am Tag sollte man mindestens 3 Akkus dabei haben, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mit dieser Kamera einige Aufträge fotografiert und bin wirklich mit 2 Akkus nur knapp über die Runde gekommen und haben sie je nachdem zwischendurch auch eine Powerbank anschliessen müssen. Einer der ganz grossen Vorteile von der Fuji X-T3 ist natürlich für viele Leute die Bedienung mit diesen vielen Einstellrädern. Ob das einem liegt, ist natürlich immer noch ein bisschen Sache. Es ist natürlich alles haptisch. Wenn ich nicht habe, ist es MAS und P oder die Custom-Wahlpunkte, wo ich irgendwelche Settings kann setzen kann. Das fällt bei dieser Variante weg. Was aber wiederum schön ist, dass ich an der Objektiv selber Blendering habe und das erinnert viele Leute an die gute Allzeit, was allgemein ein bisschen der Body von der X-T3 schon macht. Der Body von der X-T3 ist auch schon wie aus früheren Fuji-Zeiten in Schwarz und in Silber erhältlich. Ich persönlich habe jetzt zum Testen silbrig gehabt, muss aber auch sagen, die schwarze Variante sieht auf ihre eigene Art ganz sexy und sehr unauffällig aus. Die Fuji X-T3 bietet zum Filmen sehr spannende Funktionen wie F-Log, Protokollaufnahme oder auch 60 Frames mit bis zu 10 Bit, was sehr krass ist für so ein kleines Gehäuse und definitiv viele Filmerherzen schlagen lässt, aber auch die Speicherkarte ordentlich schnell füllt.
Mein Fazit zu der Fuji X-T3. Fuji X-T3 ist für alle Fuji-Liebhaber wie schon gewohnt sehr, sehr eine gute Investition, gerade wenn es um das Thema Autofokus geht. Sie ist aber auch für einige andere Leute interessant, zum Beispiel für Leute, die 4K 60 Frames mit bis zu 10 Bit interner Aufzeichnung aufnehmen wollen. Für die Leute ist die Kamera sicher eine Überlegung wert. Wer gerne mit Festbrennweiten schafft, ist mit Fuji sehr gut ausgestattet, weil Fuji hat von Haus aus sehr, sehr viele gute Festbrennweiten, die passend zur X3 sind, schon an Lager. Außerdem ist die Fuji X-T3 sehr, sehr klein und kompakt, ohne irgendwelche zusätzliche Griffe. Wer allerdings auf den Batteriegriff verzichtet, hat nicht nur eine schlechtere Laufzeit, sondern auch ein bisschen weniger ergonomisches Design, was in der Hand liegt. Die Kamera ist vintage aufgebaut und auch vintage von der Bedienung, was sicher Sache des Bedieners sein muss, aber nicht unbedingt ein grosser Nachteil ist, weil ich habe sehr viel haptisches Feedback und sehe es direkt, was ich eingestellt habe. Das ist mein Fazit von der Fuji X-T3. Es freut mich, dass du mit dabei bist und gern bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Marco.